Und? Ja. Ist gut? Läuft. Ja, läuft. Wohin? Ach so. Nee. So, und dann eine wollte ich auch noch sagen, ne? Hast du vergessen. Okay, mit unseren 5 Jungs da, die den Jungen da totgeschlagen haben oder totgetreten haben. Das ist ja der unterste Schublade, das ist ja das allerletzte. Also da müssen ja tolle Jungs gewesen sein. 5 Mann auf einen. Was soll das denn? So, und dann ist der andere noch hier, so ein Amateurboxer soll das gewesen sein. Wie kleine Eier hat der dann gehabt? Konnte er nicht allein machen, wenn er irgendwas macht? Nee. Und dann mussten die anderen 4 auch noch da mitmachen. Das Allergrößte ist, jetzt haben sie so. Und, Die sind doch frei. Ja, vorne rein und hinten raus. Was haben wir für eine Justiz? Was ist das denn? Was ist das für eine Rechtsauffassung? Das ist ein ganz schlechtes Vorbild für die ganzen Jugendlichen, die auf der Straße sind. Ja, die sagen dich nachher auch, ja, weißt du, was ganz ein Tod treten, gehst du vorne rein, hinten kommst du raus. Was ist das für das ist ein Signal, muss gesetzt werden. So, die Jungen müssen ab. Ne? Die machen nochmal mitten im Arbeitslager, im Steinbruch, Steine kloppen. Von morgens bis abends. Ja, man hat Angst davor, wenn die dann rauskommen, dass die dann noch schlimmer sind. Das ist so ja, warte, die können wird schlimmer, glaube ich nicht, glaub mir das. Weißt du, wie das ist? Wenn du mit dem Finger an einer heiße Herdplatte gehst, verbrennst du den Finger, zweite Mal gehst du nicht mehr dran. Ne? Der Knast soll ja kein Urlaub sein. Ja, wahrscheinlich haben die da Urlaub drin, weißt du? Die haben alles umsonst, Essen frei, Miete frei, Günther trainiere alles. Ja, weil die jung sind, da denkt man sich halt, man kann die nicht so hart bestrafen. Gerade wenn sie jung sind, müssen sie bestrafen, die müssen wissen, wo der Hammer hängt. Was sind das für Richter, hör mal? Was sind das für Ökotreter? Meinst du, wenn das denen ihr Sohn gewesen wäre, oder von denen, dann möchte man sehen, was dann passiert wäre. Ja, da wären sie am Weinen gewesen, wären sie alle am Pfeifen. Kann das doch nicht sein, aber wo leben wir hier? Ja, und das Allerschlimmste ist, dass die Leute, die das mitgekriegt haben, keiner geholfen hat. Das war das Allerschlimmste. Und dann siehst du mal, in was für eine scheiß Gesellschaft wir leben, jeder denkt nur an seinen Arsch und keiner Hilfe hat. Kann das doch nicht sein, immer. Das keinen interessiert das so viel, als wenn China ein Reissack umgefallen ist, so ungefähr. Was ist das denn, immer? Nee, also, sorry. Und der andere hat sich schon noch verpisst. Weißt du, wenn ich so eine Scheiße mache, muss ich wenigstens die Eier haben und muss ich dafür gerade stehen. So, weißt du, das ist schon schlimm genug, dass das passiert ist, aber eben, Moment mal. Was ist das denn, immer? Das kann es nicht sein. Also, ne, also einfach weg und... Was soll man denn deiner Meinung nach mit denen machen? Kann ich ja sagen, wegsperren. Wir haben nicht keine Arbeitslager mehr. Du kannst ja nicht jeden wegsperren. Ist ja nicht jeden, es haut ja nicht jeder einen tot. Aber du musst den Menschen einen Denkzettel geben. So. Die Jungs, die nehmen das ja nicht für voll hier. Die nehmen den Recht das ja nicht für voll. Hör mal, kann doch nicht sein, dass du, wenn du im Kaufhaus Klaue gehst für eine Diebstahl oder fahren ohne Führerschein, gehst du in den Knast. Was ist das denn? Die treten einen Toten und laufen draußen frei rum. Ich meine, das menschliche Leben wäre am Grundgesetz das höchste Gut. Was soll das dann? Aber das musst du den Leuten mal erklären. Kann das doch nicht sein, hör mal. Nee, also bei aller Liebe, ey. Lecko, funny, ey. Das geht ja nicht, ey. Nee. Also das verstehe ich nicht. Und dann sind sie die Gründe am Suchen, weißt du, wie immer. Ja, jetzt ist was passiert. Hallo? Das wissen wir doch alle. Das ist, die haben Langeweile, keine Lebensperspektive, beruflich und. Das sind alles Faktoren, die spielen eine Rolle mit. Und der Junge, der arme Junge, den sie tot getreten haben, der wollte ja auch nur helfen. So. Und dann hat er mit seinem Leben bezahlt. Was soll das denn? Und die laufen draußen frei rum. Der eine in der Türkei und die anderen hier draußen. Und jetzt will es keiner gewesen sein. Was haben wir für eine Justiz, immer, ey? Was haben wir für eine Rechtsauffassung? Ey, das gibt es nicht, immer. Das habe ich echt noch nicht erlebt, immer. Ja, okay, jetzt stell dir vor, du hättest das mitgekriegt. Was? Ja, vor Ort. Ja klar, wie vor Ort, ich dabei gewesen, den hätte ich Eier weggetreten, kannst du mal glauben. Was ist? Da hinten ein Fahrradständer jemand, was ist das dann? Ja, da kannst du einen drauf lassen immer. Was soll das dann? Im Nachhinein aufregen und im Nachhinein reden, tun sie alle schön. Im Nachhinein kann man ist man immer schlauer. Ah, nee, komm, also bei aller Liebe, ey. Das sind Sachen, das geht nicht, nein. So. Und wenn du dann so Öko-Richter siehst, die da vorne sitzen und entscheiden darüber. So. Wie sollen die Angehörigen sich fühlen von dem Jungen? Was sollen die denken immer? Das kann nicht sein, dass du nicht mehr über die Straße gehen kannst. Meinst du, man soll die für immer wegsperren oder für 15 Nein. Jahre? Nein, für immer bringt ja nichts. Das ist ja Blödsinn. Kannst du die für immer wegsperren.